Sack in der Größe, jetzt tut sie wieder was. Man geht wieder wohin, man trifft wieder Leute, voll super. Chelsea gewesen am Dienstag und wir haben diskutiert über den Unterschied zwischen Gitarrespieler und Klavierspieler. Und ja, weil ich ja beide so ein bisschen spiele, ne? Das ist auch so lustig, auch für mich selber das so zu vergleichen. Ich finde halt einfach, ja, was ich rede so gern Blödsinn und so über so meine zwei Stereotypen, die nie stimmen so 1:1, über Klavierspieler und Gitarrenspieler. Schau her, der Klavierspieler, der sitzt in der Schule schon tendenziell erste Reihe in der Mitte und er hat die Hand schon in der Höhe, bevor der Lehrer überhaupt noch fertig ist mit der Frage. Gitarrespieler sitzt da erste Reihe, aber nicht freiwillig. Und der sitzt auch nicht mit aufrechter Körperhaltung da. Er passt auch nicht immer unbedingt auf. Was der Lehrer gerade jetzt da sagt, ist nicht das Wichtigste für einen Gitarrespieler gerade. Vor allem nicht vor Mittag, ne? Naja, es ist ja schon irgendwie Klavier das allgemeinere, das komplettere Instrument, finde ich. Ne? Das lernst du halt und dann spielst du halt einfach alles. Und beim Gitarrespielen ist es schon relativ leicht, so was Melancholisches, was Trauriges spielen, finde ich. Also wenn es jetzt so mit zwei traurigen Akkorde das nicht super findest, die größte Freude hast, so was ich jetzt da spiele zum Beispiel, bist glaube ich kein... Das ist lustiger, wenn du Klavier lernst, glaube ich. Man schaut auch an die Gitarrenspieler, ja? Immer leicht melancholische Typen, lange Haare, ich weiß nicht, ne? Das ist schon irgendwie, glaube ich, für mich so, dass man ist ja dann nicht wirklich so als Charakter traurig, ne? Aber irgendwie hat man, irgendwie geht es, glaube ich, darum, die Traurigkeit einfach so als ein Teil von einem zu akzeptieren, ja? Das gehört halt einfach dazu, ne? Ja, manchmal, aber wirklich nur manchmal. Ja, manchmal, ja, aber wirklich nur manchmal. Erzählst du mir, wie es da wirklich geht? Schaut gut aus, dass das ein neues Lied wird von mir. Und Titel kann man sich schon ungefähr vorstellen, glaube ich, oder? Ja, manchmal,